In diesem Fall herzlich willkommen zurück. Lego Hobbits, der Spielerboy gegen die alle zusammen. Nicht lang schnurren, wir laufen weiter. Heute mit dem, oder jetzt mit dem coolen Thorin. Er sieht schon schnattelig aus, das muss man schon sagen. Gut, weiter geht's in den Berg. Sehr schön, sind wir da in der Mine, cool. Wie wir so sind als Enkel vom König, laufen wir da um und machen ein bisschen Zeug kaputt. Das ist, wir können es einfach, oder? Wir machen das, das ist nichts für uns. Es gibt immer wieder Zeug, die man sammeln kann, das ist schon interessant. Das ist natürlich... ja. Unsere Zwergarbeiter haben Kerzen im Kopf. Was auch sonst. Das können wir nicht kaputt machen. Aber hier leuchtet etwas schön. Und jetzt leuchtet das da hier schön. Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt die Tanzstile beobachtet vom guten Thorin. Das war natürlich sehr schnell. Was haben wir hier? Ich glaube, Bofur ist das. Ja, tatsächlich Bofur. Der alte Musiker. Und ich, oh. Den brauchen wir, dass wir das Zeug kaputt machen mit seinem Hämmerchen. Also. Da muss man uns ein bisschen im richtigen Moment drücken. Wow, jetzt bin ich so geschickt. Und dann der letzte. Scheiße. Das passiert also aber nicht drin. Ja, vorhin mit seiner Flöte. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Part bei den Zwergen. Also die Musik ist ein grosser Teil von einem zwergischen Leben, aber das kommt sicher später an. Und wir bauen jetzt erstmal wieder aus. Schön. Dann natürlich alles einsammeln, nicht wahr, oder? Und aktivieren mal, was das auch immer ist. Wieder etwas bauen. Was brauchen wir da noch? Oh, fehlt uns da noch etwas? Seile haben wir doch. Ja, haben wir. Was brauchen wir da? Holz ist das. Holz. Nicht Fisch. Also, da fehlt uns auch noch etwas, aber ich nehme doch an. Schau da. Was haben wir denn da Schönes? Holz. Nein, Holz haben wir viel. Was soll ich da sagen? So. Mal schauen. Noch so Dinger, ja, haben wir ja alles. Was habe ich denn gesehen? Sorry. Grösseren Bonus. Ja, Bonus haben wir natürlich gerne. Aha. Jetzt müssen wir auswählen, was gebaut wird. Das ist natürlich wahnsinnig gut. Das wäre natürlich sehr gerne. Also, ja. Ob jetzt das nötig ist in diesem Spiel, ist für mich so ein bisschen offen. Ist natürlich herzlich gut, ja, es ist als Kinderspiel vielleicht irgendwo für Lasst mich einfach sein. Also muss ich da auswählen, was jetzt da wo eingesetzt wird, um einen Bonus zu bekommen. Gut, Bonus habe ich natürlich gerne. Also machen wir das einfach. So, wer kann schon erraten, was das wird?
Hier ist er vorhin. Ah, Loxen. Ah. Gehen wir da runter. Und können das natürlich das steuern. Cool. Wo haben wir da noch ein bisschen... Ups, daneben. Wo haben wir da noch ein bisschen das rum? Schliesslich sind wir ja Zwerge und schürfen hier nach Edelsteinen und Gold und Mithril. Und dort fanden sie ihn. Das Herz des Berges, der Arkenstein. Thors Liebe zum Gold war zu übermächtig geworden. Eine Krankheit begann in ihm zu wachsen. Eine Krankheit des Geistes. Und wo Krankheit gedeiht, wird Schlimmes folgen. Das Erste, was sie hörten, war ein Lärm, wie von einem wilden Sturm. Balin, schlage Alarm. Thorin, was ist das? Ein Drache. Drache! Es war ein Feuerdrache aus dem Norden. Die Stadt bedeutete Smaug nichts. Denn Gold weckt in Drachen ein dunkles, wildes Verlangen. Smaug war gekommen. Ja, Bots. Ein Drache, wer hätte das erwartet? Komisch. Wer haben wir da? Jetzt haben wir einen neuen Kollegen bekommen. Ist das? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß, wer das ist. Gut, egal. Gehen wir weiter und können dann noch speichern. Das ist natürlich sehr geil. Also, Smaug ist gekommen. Feuerdrachen aus dem hohen Norden. Oh, sorry. Und da sehen wir auch wieder etwas von der Spielmechanik von dem Lego-Spiel. Wieder hat nur ein Charakter, den wir auch wählen können. Den Weg kann frei machen. Also wir müssen mit allen spielen, tatsächlich. Das ist natürlich sehr interessant gefunden. Gehen wir da weiter. Und die dramatische Musik. Gut, ich kann sagen, es passiert nicht, also wir können uns da so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Es ist eigentlich das Mal gewartet auf uns. Was ist das, Babes? Ah, da können wir drauf hauen, sehr cool. Und da auch. Das ist noch gerade da im Hintergrund. Da die Stadt, die brennt. Das ist die schöne Stadt Thal. Thal werden wir sicher später auch noch sehen. Ist einfach die Stadt, die am nächsten unter dem Berg ist. Thal ist näher verlassen nach dem Angriff vom Drachen. Aber wer weiß, vielleicht wird sie einmal wieder bevölkert. Keine Ahnung. Thal darf nicht zu verwechseln werden mit Esgaroth, also mit der Seestadt, aber die sehen wir später sicher auch noch. Gut, weiter geht's, da an der langen Schnur. Hey, wir werden schließlich von einem Drachen angegriffen. Hey, jetzt. Mann. Das müssen wir also so machen, cool. Ach, das ist cool. Das habe ich auch noch nie gesehen in einem Lagerspiel. Oh, sehr interessante Technik. Der Angel reinschießen oder nachher schießt der Angel mit, aber ja, also Zwergentechnik halt. Können wir uns nicht damit
Das ist natürlich cool. Da ist man schon ziemlich am durchdrehen jetzt dort. Ich mal hässig werden, oder? Gut, dann kommen wir nicht weiter. Dann brauchen wir wieder unseren... wie heisst der jetzt? Ich will nichts Falsches sagen. Einer von unseren Kollegen, sagen wir so. Ja, ich muss gestehen, ich kenne die Namen von den Zwergen nicht unbedingt auswendig. Bofur kenne ich. Nein, Bombur. Und der ist der. Ja, ich brauche wieder zwei, wie zum Beispiel die zwei. Also komm. Bro. Oh, sorry. Ah. Da klopft etwas an unserer Tür. Ja, also. Gehen wir doch mal schauen. Ja, bitte. Was kann das sein? Biele. Schön rumstehen hier, hä? Nichts durchlassen. Das weiss es. Oh. Der Tod war gnadenlos an jenem Tag. Ja, das ist er. Und der Drache auch. Der andere Dude, den wir dann haben, der hier, das ist übrigens Balin. Ah, jetzt können wir schauen, wer das ist. Dori, klar. Hey, das weiss man doch. Die Sequenz haben wir auch gesehen, unser guter König. Thrain. Nein, Thor. Einfach der König von diesen beiden. Die mit dem Arkenstein dort reinflüchten. Was ist der Arkenstein? Der Arkenstein ist das Herrscherjuwel. Also einfach ein wunderschöner Kristall, den sie da im Berg innen haben gefunden. Das Herz des Berges, das glaube ich nicht. Ja, jetzt schwingt doch das Ding nicht so blöd. Der Bau. Oh, was haben wir dahinter? Da leuchtet der Hammer. Ja, der Mjölnir, hä? Nein, wir bringen da nichts durcheinander. Aber dann nehmen wir auf jeden Fall... Oh, einfach mal auf. Und so macht man die Türen auf. Kein anderer Weg. Weiter geht's in die Schatzkammer. Sehr cool, dass man dann durch die Schatzkammer kann senken kann. Da müssen wir glaube ich schon die Tor rein, dass da ein bisschen vollständig ist. Oh, machen da ein bisschen Zeug kaputt. Da können wir Sachen sammeln. Ja, also eben die Schatzkammer hier ist sehr cool, dass wir da durchlaufen können. Hätte ich nicht gedacht, dass die vorkommt. Die ist im Film eigentlich viel zu klein dargestellt. Oh, jetzt hat es mich gerade gebrätelt. Oh, jetzt versinke ich da noch. Ja, das ist echt schnell da rauf. Da ist etwas. Die ist im Film viel zu klein dargestellt. Also viel zu klein ist vielleicht übertrieben. Aber sie ist auf jeden Fall zu klein dargestellt. Und eigentlich ist auch das Maul, der Drache, wenn man ihn dann sieht, ist eigentlich zu klein. Aber das nochmal so als random Fact. Das ist immer noch sehr groß. Sehr viel.
ein bisschen Zeug sammeln. Wenn Zeug kaputt ist, sammeln, dann das Zeug ein. Ich weiss, wahrscheinlich könnte man da noch viel mehr kaputt machen und viel mehr sammeln, aber es ist wir sind dann mal zu später Stunde in Einsamkeit versinkend, laufen die da noch in die Stunde und machen alles kaputt. Gut, da meldet sich einer so ganz unauffällig an. Einfach nur drücken und dann können wir doch da gerade etwas umschmeißen. Das machen wir doch. Umschmeißen rum. Und somit haben wir uns den Weg gebahnt. Ah, wenn wir etwas kaputt machen, machen wir natürlich alles kaputt. Ah, da können wir bauen. Cool. Praktischerweise können wir uns da gerade ein Brückchen machen, das ist doch super. Sammeln wir alles neu. Ja, Smaug, der grosse Wurm. Ein Drache aus dem Norden. Drachen haben lange Zeit ausgestorben ist eigentlich das falsche Wort, aber es hat es nicht mehr in diesem Teil von Mittelerde gegeben. Oder man hat es nicht mehr gewusst, dass es sie noch gibt. Aber offensichtlich gibt es die ging noch. Also. Okay. Okay. Drachen sind eigentlich Monster aus dem ja, blöde Cave, sollst du da hängen haben. Müssen wir da zuerst rüberzügeln mit allen. Ach, geschickt. Parkour, wie eine Katze. Wo bin ich? Drachen sind Monster aus dem ersten Zeitalter. Also gut, vielleicht kann man nicht sagen, es gibt sie immer noch. Oder ob es jetzt noch gibt, das weiss man nicht. Natürlich gibt es noch Drachen. Auf jeden Fall ist Smaug so ein bisschen das grösste Verhängnis. Also es wird das grösste Verhängnis von Mittelerde genannt. Einmal bis zum Ende des dritten Zeitalters. Weil dann passiert ist noch ein bisschen etwas. Wer Herr der Ringe kennt, aber es ach, wer kann ich noch mal haben? Jetzt einfach. Das kann ich. Ui. Hauptsache ist ein Schirm. Ja, zu den Drachen erzählst du dann auch noch etwas. Jetzt ist nämlich gerade etwas an Cheesy am Rennen, oder? Ja, was? Da werden wir da von einem Drachen verfolgt. Oh, ist gut. Oh. Wow. Also ich hoffe, ihr bemerkt, wie ich es hier schaffe, perfekt nichts einzusammeln. Also das soll doch bitte auch mal gelobt werden. Erebor war verloren. Eine Zwergenfrau, nur das so ist gesagt war, aber die hat es gesagt. Thranduil wollte das Leben der Seinen nicht dem Zorn des Drachen aussetzen. Von den Elben kam an jenem Tag keine Hilfe und an keinem anderen Tag seitdem. Der junge Zwergenprinz hat nie vergeben und nie vergessen. Ganz genau. Nie vergeben und nie vergessen. Und das ist auch der Hauptgrund, dass sie immer noch so mad sind. Die Zwerge auf die bösen Elben, weil tatsächlich keine Hilfe ist gekommen. Ist natürlich die Frage, ob man sein Volk gegen einen Drachen kämpfen will. Also, wie die Zwerge reagiert hätten, das ist...
Wäre auch noch interessant gewesen, aber das ist none of my business. Ja, das ist doch gerade gäbiges Ende von diesem Part. Ich sehe hier noch, was wir haben gesammelt. Ihr seht, das sind eben die Steine, die ich eingesammelt habe. Wenn man Zeug kaputt macht. Das! Nur so wenig. Yes. Und ein Minikit, cool. Oh. Was auch immer, dass das brauchbar ist. Schön. Schön, schön. So. Zeug machen wir da fertig. Ja. In dem Fall ist doch das gäbiges Ende. In dem Fall bis zur 3. Episode, würde ich meinen. Bis dann. Zähli zusammen.